Hi guys! Hello and welcome back! Leute, wir machen heute einen Wanderpodcast. Nur weil alle anderen sportlich sind, musst du nicht sportlich sein. Nachher immer das feststelle ich so, Bartholomew, du hast eine fett verzerrte Wahrnehmung. Wir haben irgendwie wieder so Bock bekommen, mal ein bisschen wieder so einen Podcast zu machen, ein bisschen reden. Und wir haben einfach irgendwie gedacht, wir müssen irgendetwas anderes machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade mal los. Da sind wir den Wanderweg, wir sehen zwar nicht wohin. Ich könnte vielleicht mal raten, wo wir sind. Warte, ich gebe euch mal eine Full Ich View. will da den Baum, das ist mein favorite Baumspot. Ja, dort vorne sind wir dort oben gewesen. Es hat so gewindet, dass wir jetzt haben müssen da den Start machen. Es ist jetzt schon ein bisschen cringe hier auf dem Weg. Hallo, hallo. Aber wir werden uns daran gewöhnen. Also ich gebe euch kurz eine Rundview, wo wir jetzt da gerade sind. Okay, ohne Menschen. Hallo. Bitte. Tag wohl. Was sagen wir immer, wenn wir Leute da uns Wir können das von A bis C. Nein, A bis Z. Weißt du, kennst du die, die sagen Aloha, Ah. Buongiorno. Dann sag jetzt du Oh mein mal Gott, gerade machen wir denen... ABC, machen wir ABC Okay, ist Challenge. gut. Sag jetzt Okay, du denen wir gerade sagen mal Aloha. Aloha. Willst du es überhaupt? Ja. Aloha. Genau. Oh Gott. Nein, aber... Was ist mit B? Buongiorno. Bonjour. Nein, aber so viel zu dem. Wir haben gedacht, wir machen immer so kurz irgendeine Wanderung und während einfach ein bisschen mit euch reden. Der Wind ist ein bisschen die Challenge und wir haben uns auch ein bisschen überlegt, dass wir so ein bisschen immer so ein Thema, das uns irgendwie gerade ein bisschen beschäftigt, wo wir ein bisschen darüber reden, so ein bisschen in den Fokus stellen. Aber ihr kennt unser normales Gejeppe von früher ja auch. Das werden wir natürlich auch ein bisschen drin lassen, aber dass es ein bisschen mehr Inhalt hat. Und nicht nur das Gejeppe ist, aber das Gejeppe wird trotzdem auch bleiben. Voll. Und Salome wird nicht mehr als 50% reden. Ja, ich habe einfach viel zu viel geredet damals. Also ja, für die jetzt neu sind, wir haben ja schon seit ungefähr 5 Jahren haben wir einen Podcast gestartet. ja. Oh mein Gott. Wie Corona, glaubst du? Während Corona haben wir einen Podcast gestartet namens Girl Laber. Ihr könnt uns auch gerne mit Namen helfen. Ob wir, ja, sobald es rot ist. Ob wir irgendwie unseren Namen umbenennen. Ich habe mir also gedacht, so, ob wir uns, halte ich fest, Wanderindlis nennen. Nein. Weil kennst du den Witz? Kennst du den Witz? Wie heisst ein wandernder Gegenstand, der orange ist? Ja. Wanderindli. Oder vielleicht geht er ein bisschen anders, keine Ahnung. Nein. Aber willst du unser heutiges Thema, wo wir ein bisschen darüber reden, präsentieren? Wahrscheinlich haben wir es schon im Titel gelesen. Aber... Also wir haben uns überlegt, weil wir ja aktiv sind und ja für eine Wanderung, haben wir uns als erstes Thema mal so ein bisschen Physical Activity von der Menschheit oder von der Schweiz überlegt. So ein bisschen von der Gesellschaft, aber Also, auch von der Jugend, so ein bisschen unsere Generation. Voll. Und so, wie viel sind wir eigentlich aktiv, machen wirklich Sachen oder wie oft verbringen wir vielleicht auch Zeit am Handy? Oder halt, wir haben auch viele Jobs, wo man viel sitzt. Genau. Ja, und sie, meine liebe Silja, also ich heiße übrigens Salome, falls jemand komplett random auf unseren Podcast gestoßen ist, aber ich glaube jetzt das nicht. Genau, sie studiert auch Physio und hat darum auch noch einen spannenden anderen Input. Ich komme aus einer sehr aktiven Familie, die früher ist viel wandern und vielleicht kennt ihr auch meine alten Wandervideos. Und darum haben wir irgendwie gefunden, das wäre noch ein Vibe. Und es wird ein bisschen cracky, schon vorab. Wir müssen herausfinden, wie wir das genau handeln. Weil es amigs auch ein bisschen windet, aber damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Wir werden vielleicht im nächsten Setup vielleicht noch ein paar Windschutzsachen organisieren bei uns in einem extra. Genau. Und auch noch wichtig, wir sind jetzt keine Pros in irgendeinem Bereich und wir wollen jetzt auch nichts irgendwie als Tatsachen darstellen, sondern es sind unsere Erfahrungen und Meinungen. Genau. Wie es uns vorgekommen ist, in dieser Bubble, wo wir aufgewachsen sind. Nicht irgendwie. Wir wollen keinen mit dem irgendwie. Ja, aber zum Thema Sport habe ich jetzt so einen spannenden Fact trotzdem recherchiert. Und wenn ich etwas recherchiert habe, dann sage ich schon, dass ich es recherchiert habe, nicht einfach, dass ich das überlegt habe. So. Und wir haben uns ja das Thema überlegt, so, ja, wenn wir mal ein bisschen so über Sport reden und ich vor allem habe mir gedacht, so, ja, irgendwie Silja, es machen ja momentan so viele Leute Sport und der Sportboom ist so crazy. Ich sehe nur noch Leute joggen, irgendwelche High Rocks machen, Triathlon säckeln, auch in unserer Bubble ist das viel so. So, keine Ahnung, unsere Kollegen machen irgendwelche
ja, Triathlons, wir sind gerade letztens den 10 Kilometer gerannt. Mir ist es gerade so crazy am Bauch. Und wir so, Alter, wir müssen mal über das reden. Wieso ist unsere Gesellschaft momentan gerade so aktiv? Und dann, weirdly, mega weird, ich bin dann so im Zug gsi, heim von Lille, wo ich gekommen bin, und wollte dann ein bisschen recherchieren. Ich so, was gibt es da so für spannende Facts? Und dann habe ich so, hä? Das Thema ist doch so aktuell. Wieso gibt es kein SRF-Doku über den Sportboom? Wieso gibt es keinen Artikel gross, wieso dass alle so viel mehr Sport machen als früher? Und dann habe ich immer feststellen, ich so, Bartholomew, du hast eine fett verzerrte Wahrnehmung. Es ist einfach low-key. Es ist nicht so, Bro. Tatsachen, Fakten sind einfach so, dass jetzt, also ich habe halt wie in den letzten Jahren gedacht, dass jetzt, wie so vor 5 Jahren, die Jugendlichen genau gleich viel Sport machen wie vor 5 Jahren. Und es ist low-key sogar am Stagnieren und einen leichten Rückgang seit Corona sogar zu verzeichnen. Und dann habe ich eigentlich das voll spannend gefunden. Und ich wollte vorher heute darüber reden, so, ja, unsere Jugend ist crazy, die sind alle sportlich, trinken keinen Alkohol mehr und so. Hat natürlich auch einen Punkt, da können wir nachher darüber reden. Aber das habe ich einfach irgendwie spannend gefunden. So, wir leben so in unserer Bubble. Klar. Aber man muss schon auch sagen, dass ja, das Ziel in den letzten Jahren auch ein bisschen war, so eben die ganze Prävention mehr aufzubringen. Und es wird ja auch, also es wird immer noch viel zu wenig investiert in Prävention. Also Arbeit, dass man vielleicht gar nicht erst krank wird und gesund bleibt. Aber es ist eigentlich schön, dass das, was man probiert hat zu machen, dass man probiert, Kinder früh in Sportarten zu bringen und zu motivieren, dass das eigentlich langsam ein bisschen fruchtet, ist ja schön. Ja, also ganz falsch ist meine Wahrnehmung schon nicht. Ich habe zum Beispiel dann mit meiner Mami geredet, so, ja, wie nimmst du das so wahr? Und sie so, ja, also damals, wenn ich so alte Fotos von mir und meinen Kollegen anschaue und alle oben ohne dort stehen, sehen alle Männer so schlank sein, halt, nein, eigentlich schon sportlich, aber halt einfach sehr normale Körper. Und heutzutage, mein Bruder hat mir auch so ein Bild von seiner Ferien geschickt mit seinen Homies, alle gefühlt so Gym, wärst sehr trainiert. Und aber das ich ist glaube, schon. Es kommt schon auch darauf an, dort wo du bist. Das kommt schon fest davon. davon. Und ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, weißt? Also ich finde, jeder muss sich einfach immer mit sich selber von gestern vergleichen und wie sportlich bin ich jetzt, oder wenn du ein Ziel hast, dass du das Ziel erreichst. Ich meine, nur weil alle anderen sportlich sind, musst du nicht sportlich sein. Es hat einfach sehr viel gesundheitliche Vorteile für dich. Ja, Physio. Nein, was wir ja auch mittlerweile merken, also ich mache Ja, irgendwie viel mehr Sport als irgendwie so vor 5 Jahren. Und es ist halt einfach so ein bisschen je nach Lifestyle. Aber ja, dass es halt schon sich verändert hat. Und was ich auch noch so, also eben, die Swiss Olympics Studie, die ich da angeschaut habe, ist okay, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich recherchiert habe. Also ist schon, dass man so seit 1980 kann ich, bis 2017 hast du schon immer eine leichte Steigerung von der Sportaktivität der Leute gesehen. Weil das eben auch in der Schule, nehme ich jetzt mal an, so immer so ein bisschen darüber geredet wurde, wie gesund Also das was ist. man aber zum Beispiel auch muss sagen, und das ist so wirklich wichtig, es hat sich natürlich die Arbeitskultur auch noch sehr verändert. Früher hast du so 10 Stunden oder länger für deinen Arbeitgeber müssen arbeiten. Also, oder wenn du einen eigenen Bauernhof hast, dann bist du ja so aktiv, dann hast du vielleicht keine Zeit mehr gehabt, ja. um da irgendeine Sportart noch zu machen. Voll. Oder wenn du halt einfach, und jetzt mittlerweile, wo man halt vielleicht nur noch die 8 Stunden am Tag arbeitet, hat man halt auch noch mehr Zeit, um mal was anderes zu machen. Oder am Wochenende. Früher haben ja Leute noch am Samstag Schule gehabt oder so, weißt, nicht Das so viel stimmt. Freizeit, dann hast du jetzt auch viel mehr Zeit. Ja, das ist sicher auch. Meine Mama hat zum Beispiel auch gesagt, früher haben einfach die Handwerker und so, die einen strengen Job hatten, haben einfach auch einen Body gehabt, mehr oder weniger. Und jetzt ist das halt so ein bisschen mehr. Ich glaube, was halt schon auch ist, was ich auch darüber gelesen habe, dass halt der selbst inszenierte Sport hat viel mehr zugenommen. So ein bisschen die eigene. Es tut mir einfach so leid mit dem Wind. Auch und mein Arm tut jetzt weh. Also wir wechseln da mal in der Mitte mit GoPro heben. Also das ist mehr so der Sport, den man selber macht, ein bisschen mehr zugenommen hat. Also weißt so, man geht allein joggen, man geht allein ins Gym. Und früher war es vielleicht eher noch, man hat den Mannschaftssport, Fußball und so. Ist natürlich jetzt immer noch viel, aber es ist wie mehr, das ist so ein bisschen das Einzige, was du gemacht hast. Aber keine Ahnung, also da habe ich jetzt auch zu wenig informiert. Aber eigentlich müssen wir noch sagen, wo wir durchlaufen, Bro. Ah ja, voll. Wir haben unsere Wanderung gar nicht erzählt. Und unser Format, Hello Crew. Ja, wie wollen wir sein? Ja. Also, wir sind hier in der Salome am Kanton. Also Leute, ich bin Zürcherin. Ich möchte mich jetzt da schnell rechtfertigen. Okay. Meine Eltern sind beide von Zug. Also ein kleines Kaff, 20 Minuten weg von Zug. Und
Und irgendwie machen wir die Wanderung auch auf einer Straße, wie ihr seht. Also wir sind vorher gerade schon auf der Hochwacht gewesen. Und das ist so ein Aussichtspunkt, das hat aber ultra gewindet, das will ich jetzt auch schon wieder. Ja, es wird nicht Bro, ultra. du musst Vielleicht sicher müssen wir es auf so deiner heben. linken Seite haben. So. Ja, Entschuldigung, dass ich da rede. Wir haben übrigens uns gedacht, wir machen einen normalen Podcast mit Ton. Aber weil halt wir in einer geilen Kulisse sind, tun wir auch ein YouTube-Video aufladen. Also könnt ihr es auch anschauen. Einfach als YouTube, einfach so als ganzes Video, weißt du, im Querformat. Weil ich fände es aber schon geil, wenn ihr so am Schluss so ein bisschen Rating bekommt von dieser Wanderung, um es vielleicht nachmachen. Wenn ihr auch inspiriert werdet, zum Wanderung machen. Ja. Die Wanderung heute ist, wir sind auf den Zugerberg von Zürich aus, haben plus minus eine Stunde gehabt und haben dann von der Schöneck ein Bändchen genommen bis auf den Zugerberg und laufen jetzt eigentlich so ein bisschen eben Hochwacht, Balzberg und dann wieder auf den Zug ab in die Stadt und das ist wirklich eine mega easy Beginner-Wanderung. Ja. Und Wir wollten einfach zuerst mal so ein bisschen herausfinden, funktioniert das überhaupt vom Wind her. Wenn ich jetzt zum Beispiel steile Hänge verlaufen muss, dann komme ich mal schnell ins Atmen, was aber auch voll normal ist. ich sage, nach dem 5. Podcast hat es sich voll gegriffen. Fair. Nein, aber ich meine, es ist voll normal, aber jetzt mir wäre es einfach unangenehm, dann müssen wir noch gleichzeitig reden. Und Ja. deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen mal easy an Ja. und dann können wir uns auch langsam aufarbeiten. Ihr könnt dann wie mit uns mit, sag mal, die einfachen Wanderungen und dann wird Ja. es immer schwieriger. Aber wir haben gedacht, wir können auch gerne mal so von den Zuhörern eine Wanderung machen. Oh mein Gott. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Idee habt, was wir machen als nächstes, dann können wir immer so sagen, ja, die Person hat gesagt, wir sollen die Wanderung machen oder machen wir jetzt die Wanderung. Fände ich Ja, eigentlich noch voll. geil. Voll. Und wir geben am Schluss auf jeden Fall ein Rating, wie wir die Wanderung gefunden haben, von 1 bis 10. Dann haben wir so ein bisschen einen Vergleich. Voll. Ich kenne das jetzt halt schon ein bisschen Ja. als Kind, aber so genau den Weg habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so präsent. Ja, es ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz eine Wanderung, es ist jetzt irgendwie mehr nur noch auf dem Teer laufen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie da durch oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch richtig sind. Ja, ich glaube nicht. Im Fall, schau da Das ist der Wanderweg, ich glaube, wir müssen schon durch. aber der ist viel auf. Ah nein, ich sag 2 Pfeil. Da steht Richtung Zug. Ja, gehen wir da oder was? Ja. Okay. Aber eigentlich müssen wir noch Balzberg, aber vielleicht ist auch das der grobe an. Leute, das fängt schon gut an. Nein, aber kann ich vielleicht inspiriert sein, der eine oder andere ein bisschen mehr aktiv sein. Und Voll. Dann kann ich mich jetzt wieder einschalten. Genau. Die empfohlene, also zwischen 18 und 65 ist die empfohlene Aktivität die Zeit, wo du also moderat aktiv bist. Was wirklich Das ist wirklich? meistens so, wenn man zum Beispiel nicht mehr so gut nicht mehr so gut kann reden, nicht ja. schnaufen. Oh mein Gott, das ist ein Haken. Wenn man nicht so gut kann reden beim Laufen oder also einfach ein bisschen strenger wird zum Laufen, dann ist man meistens im moderaten Bereich. Und der ist auch bei jedem anders. Auch jetzt zum Beispiel von der Herzfrequenz, wenn euch das interessiert, dann müsst ihr euch da noch ein bisschen einlesen. Nein, ich finde spannend. Ja. Voll, aber die empfohlene Zeit ist eigentlich 150 Minuten pro Woche. Und leider, sehr leider, kommen viele Leute einfach nicht an das dran. Also es ist einfach schwierig, wenn man vielleicht den ganzen Tag schafft, dann das noch einzubetten irgendwie. Genau. Ja, aber was ist eigentlich so der normale Ruhepuls und der Puls, den man eigentlich so beim Joggen hat? Ich habe das noch nie verstanden. Ich habe keine so eine Uhr wie du. Ja, also es ist jetzt mega schwierig zu sagen, was ist ein normaler Puls. Weil Ja, das stimmt. eben bei jedem ist es anders, jeder hat ein anderes Herz. Also die Range. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein normaler Puls, bin ich jetzt so 80 Schläge pro Minute, ist jetzt ein normaler Okay. Puls, ist jetzt aber zum Beispiel eher hoch und es gibt sehr viele junge Menschen, die sportlich sind, die zum Beispiel 60, 55, Okay. 50 haben, in Ruhe, also wirklich, oder auch beim Schlafen und das ist dann eher halt einfach tief, also wirklich tief. Ja. Und dann halt über 100 oder so an der 100er Grenze ist dann schon hoch. Oh Bro, wir sind da voll in der Kuhweiz. Ich hoffe, dass die GoPro den nicht abschreckt. Nein, voll. Und es ist aber bei jedem anders und ihr müsst jetzt gar nicht auch irgendwie da denken, oh mein Gott, ich habe den und den Puls und auch jede Uhr misst es ganz anders. Also man kann sich auch nicht immer so nur auf die Apple Watches oder die Garmins verlassen. Klar haben die gewisse, Okay, spannend. sind die gewisserweise getestet worden, aber Ja, das stimmt.
wenn es euch wirklich interessiert, dann müsst ihr wirklich so einen Test machen. Das ist halt auch so ein bisschen die auf eine Art übertriebene Seite von dem ganzen Sportkult, wo es ja schon momentan auch auf den Social Media gibt, dass halt alle sich so übertrieben tracken. Also ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Ja. Ich finde es auch spannend, zum Beispiel mal seinen Schlaf zu tracken. Ich mache jetzt das nicht, würde mich aber auch mal wundern. Aber ich denke, dass ich jetzt eine Person wäre, die sich dann zu fest reinsteigert und dann die ganze Zeit so das misst und bla. Also ich habe das Gefühl, das hat wie so ein bisschen auch Downside oder keine Ahnung. Du hast ja so eine Uhr, wie findest du das? Achtung, das kommst du nicht. Hä? Ja, also ich habe so eine Uhr. Ich muss sagen, ich habe jetzt einen sehr hohen Puls. Wenn ich in Ruhe bin, habe ich vielleicht schon so 70, Ja. zwischen 70 und 80. Wenn ich jetzt wirklich so ultra chill auf dem Sofa oder so, vielleicht so zwischen 60 und 70, so irgendetwas. Aber sobald ich laufe oder ein paar Schläge muss gehen, bin ich mal schnell auf 100. Und ich kenne jetzt viele aus meiner Klasse, ich bin halt in einer Klasse, wo sehr viele sportlich sind. Die finden das jetzt alle viel, aber ich finde das jetzt so, ich lebe ja schon mein ganzes Leben mit denen. Und Ja, aber ich Klar, glaube, merke das ich. ist auch etwas, was man gut trainieren kann. ja, voll, man kann das mit der Zeit trainieren und das kann dann auch sicher tiefer werden, aber Mach mal so eine Run-View, wo wir da gerade sind. Wow, wow, wow. Findet ihr eigentlich mein Outfit? Ich habe absolut viel zu kalt, muss ich Ja. ehrlich sagen. ich habe schon gedacht, als ich sie gesehen habe. Wo es kalt hat. Aber ich sag dir, in so 2-3 Stunden werde ich dann warm haben und bin froh um meine kurzen Hosen. Aber das ist immer so beim Wandern, weil man weiss, man schwitzt und man hat heiß und am Anfang, wenn man aus dem Haus geht, frisch und zuerst mal einen ab. Alter. Aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall unsere Bubble, wo wir uns so drin befinden, ist je nach Freundeskreis schon eher so ein bisschen aktiver geworden jetzt. Also ich meine, wir sind jetzt 24. Voll. Also wir sind jetzt eben auch am Zürich Marathon gewesen. Also wir und- sind nur am 10K. Ja, gewesen, aber wir übertrieben haben zum nicht. Beispiel... Ja, schau mal meinen Bag. Ja, das sind Marathon-Tag. Wir haben zum Beispiel auch eben ein paar Friends da gehabt, die uns angeführt haben, die ja auch noch den Marathon vorgegrenzt und so. Dann bist du schon so irgendwie so umgeben von so diesen Leuten, die das alles machen und das Sport halt schon an. Und Ja. auch das Strava, die App, oder, wo man jetzt noch posten kann, Ja, was das man auch verstehe ich aber gar die nicht. Vor- und Nachteile hat. Mich motiviert auf eine Art und ich habe ja dort wirklich nur meine engsten Friends mit drauf. So, aber das sind halt alles Sachen, die das ein bisschen befeuern. Und ja, Du musst muss ich den wieder Arm heben. bewegen. Oh mein Gott. Ich habe gestern Ja. so ein Barry's Hit Workout gemacht, auch mit Arm und so. Also es wird spannend, wie lange meine Arme da mag. Aber Aber ja, ich wollte sagen, zum 10K, ja. also ich habe ja meinen Puls gemessen Ah ja. mit meiner Uhr. Und ich habe actually auf dem Schlusssprint ins Ziel, um nochmal richtig Zeit aufzuholen. Man kennt es. Ja, ich habe fast kurz am Schluss. Alter. Habe ich einen 198 Puls gehabt. Was natürlich crazy hoch Das ist. ist crazy, aber ich safe auch hoch gehabt. Voll. Aber das habe ich einfach krass gefunden und ich bin auch nachher, wo ich angekommen bin, ich meine, ja, ich habe den 10K trainiert und ich bin wirklich auch ein paar Mal immer rennen und habe probiert schneller werden. Ja, aber ich denke jetzt mal, ist jetzt nicht insane schnell. du bist aber gut ist okay. gewesen. Ich weiss noch, ich habe Voll. letztes Jahr, ich habe zwar dort eine Verletzung gehabt und bin mit Medisco rennen, aber ich habe länger als du. Ich glaube, ich habe so 1,8 oder 1. Wow, wow. Ja, das ist aber- länger. Ja, aber weißt du, ich habe dort auch, nein, ich habe dort eigentlich auch nicht trainiert, aber ich finde, du hast jetzt gleich, du hast schon trainiert, Ja, ja. aber du hättest viel mehr noch können, theoretisch, fair. und dann Ich habe nur für nicht- das bist du eigentlich wirklich gut gewesen. Es war halt auch noch Winter gewesen und so. Aber was ich auf jeden Fall wollte sagen ist, ja, auch wenn es gut gegangen ist und wenn ich mich gefreut habe, dass ich es geschafft habe, zum Beispiel, wo ich dann dort angekommen bin nach dem 10K, ich bin von dieser Menschenmasse so überfordert gewesen und ich konnte das gerade gar nicht so handeln und ich glaube, weil ich so einen hohen Puls hatte. Ja. Und dann hast du mir so 5-mal angerufen auf dem Telefon. Sorry, Also, ja, ich so, hä, wo ist Celia jetzt? ich bin so overreizt, das war crazy gewesen. da den Haag aufmachen, sind wieder in der Kuhweide. Ja, voll. Aber schlussendlich würde ich sagen, bist du happy, hast du es gemacht, oder? Celia war am Anfang nicht gar nicht begeistert von dieser Idee. Ja, also ich bin eben actually von meinem Freund angemeldet worden. Und ich habe mir zuerst gedacht, so, wow, voll unnötig, aber so, es hat dann schon mit dem Trainieren und so, es hat dann schon auch Spaß gemacht und es ist ja cool. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Balzberg verpasst haben oder ob wir jetzt straight auf den Zug gehen. Das wäre jetzt ein bisschen fail. Egal. Dann gibt es in Zug ein Glas. Ich freue mich schon auf das. Grüezi. Oh, scheiße B, buongiorno!
nein, wir haben so viele andere Leute heute gesagt. Ja, egal, machen wir jetzt weiter. Nächstes ist Ciao. Okay. ABC. Ja, ciao. Stimmt. Auf jeden Fall bin ich angemeldet worden und hast einfach gedacht, so, boah, gar keinen Bock. Aber ich glaube, es war schon auch ein bisschen externe Motivation gewesen. Und ich muss sagen, es ist jetzt auch meine schnellste Zeit, wo ich jemals um 10 km gerannt bin. Voll, same. Von dem her, ich hatte schon irgendwo die Motivation gehabt, aber ich finde schon auch, es ist schöner, wenn man halt dann auch intern motiviert ist. Oder? Voll, mega. Also ich hatte jetzt 1 Stunde und 2 Minuten gehabt und es war schon meine beste Zeit gewesen, aber ja, ich war auch noch ein bisschen verletzt und krank und ich hätte schon noch mehr rausholen können. Aber ich bin jetzt auch stolz. Training, weißt, ich weiß nicht, ob bin du auch die stolz, Videos gesehen ja. hast, aber der 10K oder der Marathon ist eigentlich nie... Ich persönlich finde, das ist nie der Punkt, wo man so wirklich Motivation Das braucht. findet wieder so sorry, guys. Wirklich. Ich finde Motivation, was es braucht, ist, wenn du an einem random Dienstag heimkommst, nach der Schule oder nach der Arbeit und dann einfach nur 5K rennen gehst. Ja, das ist auch Ich geil. find- Das hast ja du am Tag gemacht. Ja, das war eben. cool gewesen. Aber das hat für mich mehr Motivation gebraucht, als nachher den 10K gehen und das zu rennen. Ja. Ich glaube, ich hätte auch dort hingehen und einfach rennen. Ja, safe, glaube ich auch. Also dort wirst du so, bist so unter Adrenalin und eben, wo wir ins Ziel gerannt sind, ich bin auch so ein bisschen überfordert gewesen. Ich so, oh mein Gott, so viele Leute und dann musst du so instant abrupt stehen lassen. Ich bin eher dafür, dass man irgendwie so eine Auslaufbahn macht oder so, keine Ahnung. Voll. Und was halt schon auch, was man muss sagen, ich habe ja jetzt gesagt, schlussendlich machen nicht mehr Leute Sport als früher, aber zum Beispiel Rennen und so hat schon ein bisschen einen Hype verspürt. Das habe ich auch nachrecherchiert. Weil Ist zum natürlich Beispiel, auch von Firmen Geld investiert worden, Mega, wie zum also- Beispiel On, der so Run-Clubs macht. ja, hat mich auch letztes Jahr gesponsert bei meinem wackigsten 10K überhaupt. Aber Oder voll. So Velo, also ich weiß nicht, aber ich auch für Rennvelo kommt jetzt so ein bisschen Ja, Trend. mega. Also die ganzen Triathlon-Hybrid-Sportarten ist jetzt schon sehr am Trend, aber halt einfach nur in der Sportbubble und halt nicht weltweit. Weil ich habe Silja vorher gefragt, was sie glaubt, wie viele Leute wirklich regelmäßig Sport machen in unserer Gesellschaft. Also regelmäßig so 1 bis 2 Mal Woche. Wahrscheinlich sind es dann halt auch noch Leute, die viel mehr oder viel weniger machen, dabei. Das ist jetzt actually gut geschätzt, weißt du das, Silja? Ja, wie viel- 40%, aber du hast gesagt, irgendwie 27% Eher weniger und moderat. Also nein, moderat ist mega gut. Und intensiv 18% Sport. 10%. Und das ist halt Ja. schon Verbesserungspotenzial. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die einfach also, weißt, nicht Sport machen. Und ich finde es auch irgendwie noch privilegiert, können so Sport machen. Und es ist auch etwas mega Schönes, wenn du das in den Alltag integrieren kannst. Und ich denke, viele, die vielleicht nicht so viel Zeit oder das irgendwie nicht schaffen, motivationstechnisch so, ist ja auch verständlich, weißt du, so. Und eigentlich geil, wenn man sich so für sich herausfindet. Oh, jetzt müssen wir da noch mal schnell schauen. Unterägeri, that's my home. Also da wohnen meine Großeltern. Also, jetzt müssen wir da schnell schauen. Ich habe immer Angst, dass es mich zwickt. Aber ich glaube, das zwickt nicht. Nein. Aber ja, Balsberg gibt es halt wirklich wie nicht. Ja, egal. Dann laufen wir jetzt einfach da. Irgendwann werden wir sagen, wann Aber bis jetzt gefällt mir die Wanderung eigentlich wir sehr sind gut. ja actually Es ist eigentlich ein am fucking Spaziergang. 8. Am fucking 8:30 kann ich auf den Bus an einem Sonntag. Ja, ich habe gesagt, Bro, Silja, wenn wir gehen wandern, dann müssen wir früh raus, sonst Ja, wird falls es eben so heiß. Leute, die checken, die checken, dass am Sonntag am 8:30 auf dem Bus crazy ist. Das hat Aber das heisst, egal wo wir durchlaufen, wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Ja. Wir können das jetzt auch nicht so ultra verehren, nicht so viel. Nein, und bis jetzt gefällt mir es eigentlich voll. Also eben, ich glaube, es hat auch noch viele andere Wege, die kannst machen kannst, die dann ein bisschen strenger sind, als das, was wir jetzt da machen. Wir machen gleich den nächsten. Was? Ah ja, jetzt kommt wieder jemand. Ich habe den letzten hinterher geschoben, also bist du dran. Ja, Okay, jetzt musst du- ciao, schönen Tag. Das geht. Ja, aber geil hast du gemacht. Ja, nein, aber bis jetzt finde ich schön. Ich zeige euch da noch mal schnell ein View. Voll. Das sind mit den Wiesen. Es läuft noch, oder? Ja. Ja, die Blumen sind einfach mal hier. So ultra cute. Violett, nein wirklich, schau das mal an. Silja ist in ihrem Element. Weißt du, meine Lieblingsblumen sind Schneeglöckli. Oder wie die ja immer heißen, so Glöckli. Oh. Die, ultra cute. Und die finde ich aber auch noch geil, vor allem wenn sie so alle auf einem Platz Zum sind. Mädchenleid für Dort die hinten Leute, hat's die nur irgendwie hören. so...
weiß nicht, die sind auch schön. Wir sind alt Okay. geworden, ich merke es. Ja, das ist schon auch ein Thema, Leute. Also falls ihr unseren alten Podcast gehört habt, wir sind schon an einem ganz anderen Punkt in unserem Leben. Und ich muss auch sagen, ich habe die letzten Monate so ein bisschen Krise durchgemacht. So mit Selbstfindung und weiss, was ich machen will. Ich war lange Zeit nicht mehr auf Social Media. Wo müssen wir jetzt durch? Hallo? Und das, was ich wirklich irgendwie immer wieder zurückgedacht habe, was mir wirklich Freude gemacht hat, ist, den Podcast zu machen. Und mit der Silja einfach so ein bisschen, keine Ahnung, schnacken und aber irgendwie auch sehen, wie viele von euch auch uns gehört haben und irgendwie uns gerne zugelassen haben. Ja, und so ein bisschen die Balance wieder zu finden. Und ja, egal. Cool. Auf jeden Fall, momentan habe ich gerade voll Bock drauf und ich hoffe, euch freut es auch, dass wir einen Podcast machen. So. Ich hoffe, man hört überhaupt etwas. Ich hoffe wirklich. Mir ist ultra Wir wichtig. werden uns verbessern, I promise. Falls es euch wirklich gefällt, könnt ihr das gerne uns mitteilen. Würde uns freuen, wenn ihr keine Ahnung, dass ihr uns irgendwie mitteilt. Und ja, eben, wie gesagt, wir machen es ein bisschen anders. Und falls ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns das auch gerne sagen, was wir so ein bisschen darüber reden können. Weil jetzt ist es wieder ultra windig. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen in einem anderen Stadium. Mit D. Scheiße, nicht D. Oh mein Gott. Was ist D? Dracula. Ding Dong. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das ist wieder so unangenehm. Nein, aber ja, ein bisschen Spaß darf es sein. Es ist wirklich mega windig, es tut uns leid. Aber wenn wir schnell eine Pause machen. Ich habe Oh gut. so das Mic abschützen. Nein, ich glaube, wir machen Pause. Es ist jetzt irgendwie schon so eine halbe Stunde, wo wir aufnehmen. So Ja. 20 Minuten. Und wir hören uns, wenn wir dann am Ende der Wanderung Wenn wir sind. fast im Ziel sind und dann können wir uns ein bisschen Feedback geben. Und wir blenden jetzt auch noch auf YouTube dann noch so ein paar Bilder ein von der Wanderung, die wirklich geil waren, falls ihr noch sehen, wie der Rest aussieht. Aber ja, bisher war nice to talk to you. We see you in another place. Also erst möchte ich euch gerne jetzt den Torbogen zeigen. Okay. Wow. Wow, Aber Slay. im Podcast. Ja, das kann man noch wegschneiden. Also wir sind da back. Wir haben es fast geschafft. Oh mein Gott. Die Kirchenglocke tut uns da gerade Oh mein ankündigen. Gott, we just got married! Nein. Salome, du musst mich machen. We just got married! Okay. Nein, also auf jeden Fall, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Schluss von unserer Wanderung und haben jetzt euch ein Feedback gegeben. Einfach kurz 360 View. Also da vorne ist jetzt Zug. Wir laufen schön auf den Zug rein. Mega pretty. Da sehen wir, nachher laufen wir an den See. Wir laufen als Casino, das ist by the way auch eine Empfehlung von mir, das weiss ich. Der Zug hat den schönsten Sonnenuntergang. Wir können eigentlich laufen. Ja, auf jeden Fall eigentlich können wir da jetzt ein Rating machen. Keine Ahnung, was du da wieder alles für Werbung machst. Also, Hallo? der Weg. Der Weg ist voll cool. Ja, er ist voll cool gewesen. Ich muss sagen, der Teil, wo wir gelaufen sind beim Podcast, ist jetzt eher ein bisschen... Das hätte jetzt einfach irgendwo können sein, oder? Ja, es hat vor allem ultra gewinnt. Nachher hat es irgendwie nicht mehr gewinnt. Also. Ja. Es ist so Wiesen, Es hat noch Teerstraße. viele herzige Kühe, Eseli und so gehabt. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Cool, genau. Aber jetzt der Schluss war auch noch sehr schön gewesen mit dem Runtergehen. Dann hat man so schön über den ganzen Zug gesehen. Ja, wieso läufst du so langsam? Dort hat es noch ein Restaurant gehabt. Also Genau. hätten wir jetzt nicht picknickt, blende ich sonst auch noch das Bild ein. Wir haben wirklich an einem, ja, eigentlich an einem easy Spot picknickt. Auf der einzigen Bank, die wir gefunden haben. Hat es beim Blasenberg, wo eigentlich hätten wir unsere Blasen lernen, aber leider haben wir es irgendwie nicht verhängt. Hat es ein geiles Restaurant mit einer geilen View. Mhm. Und es war wirklich also sehr easy gewesen. Also ich glaube, Ja. es hat ja auch noch Wanderung auf der Das ist Wildspitze. PH-Zug. Auf der Wildspitze und so. Und es gibt ja viel schwierigere Wanderungen, aber für den Sonntag und für das wir ein mega geiles Wetter hatten, hat es Ja. fast keine Leute auch. Ja, was hat wirklich nicht ich so viele Leute gefunden gehabt. Also wenn eine Region Zug, Schweiz, Zug, Zürich, I would recommend. Aber es hat schon auch ab und zu mal ein bisschen Strassenlaufen. Also so, Ja, und man Ist muss halt schöne immer Natur, wieder aber- sich so konzentrieren. Manchmal denkt man dann so, boah, okay, es läuft auf der Straße. Nachher checkt man so, oh nein, dort hinten ist der Abgang. um wieder auf den Wanderweg zu kommen. Man muss halt immer die Schilder anschauen. Aber ja, ist gut gegangen. ich würde sagen,
Rating, wenn es wirklich von 0 bis 10, alle Wanderwege, wo wir dann auch noch werden erwandern und von dem, Ich was kann es mit andere Kategorien machen. Also durch 0 bis 10. Wie hat es dir gefallen von 0 bis 10, Salome? Oh, schau, die Kathedrale ist voll schön. Stabil. Wir müssen viel mehr so unsere Umgebung wertschätzen. Ich war ja gerade in Lille. Das ist eine Stadt, die man eigentlich nicht so kennt. Alter, ist das eine krasse Stadt. Okay, Und du driftest ab. ich weiss, ich wollte eigentlich nur sagen, dann bin ich auf eine Stadtführung und dann haben wir gedacht, oh, mega spannende Facts über Geschichte und so. Und über Zürich, ich weiß nicht viel. Ja, aber wir müssen eigentlich auch mal so eine Wanderung machen, so eine Stadtführung. Okay, ja, Also mit von 1 Rating. bis 10, Salome. Tell me. Ich würde actually sagen, für das, was wir heute gebraucht haben, ist es eigentlich genau richtig gewesen, so ein 8. Mhm. Für so alles, was es noch so gibt, würde ich jetzt eigentlich sagen, das ist so ein 6 gewesen. Oder vielleicht auch ein 5. Nein. Die Wanderung in der Schweiz, Silja, du weißt Ja, gar nicht. okay. Doch, das verstehe ich mega. Aber ich muss sagen, für mich spielt halt auch so Schwierigkeitsgrad und auch so ein bisschen, dass man irgendwie halt Spass dabei hat. Und ich finde, es hat jetzt sehr viel Spass gehabt. Okay, weil es absolut eine easy Wanderung war. Also ich glaube, für mich ist es so... Kann ich, aber ich muss halt das jetzt auch nicht mit anderen Wanderungen vergleichen. So mit der Anfahrtszeit und so 7 oder 8 finde ich Okay, ein gutes aber das ist ja Rating. fair. Dann ist es so ein 6,5 für uns beide. Voll. Im Mix. Okay. Haben wir sonst noch etwas zu sagen von unserem, zu unserem Tag vorher? Ja. Keine Ahnung, das ist eigentlich... Das ist so weit. Wow, schau mal! Ich lebe durch, I swear to God. Ja. So schön. Nein, aber auf jeden Fall werden wir noch öfters so, so Sachen machen. Und immer wieder so ein anderes Thema uns so als Hauptthema nehmen. Aber wie ihr wisst, es ist sehr viel passiert in unserem letzten Podcast. Wann haben wir den letzten Podcast? Irgendwie so vor 2 Jahren. Fucking Idee doch am Strand. Am Strand, ja. Das ist halt wirklich, es ist sehr viel passiert seither. Oh mein Gott, gehen wir jetzt über die Straße, ja. Es ist sehr viel passiert seither. Wir haben uns ziemlich verändert, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ich unsere alten Podcasts höre, bin ich so, oh hell no. Aber wir werden dann sicher auch mal wieder ein bisschen mehr so, ein bisschen, keine Ahnung, über andere Sachen in unserem Leben reden. Jetzt haben wir mal gerade über unsere sportliche Seite geredet. Voll. Ist absolut sportlich, hey, Spaß. Ja, und ich würde noch sagen, wegen der GoPro, es ist auf jeden Fall noch für mich noch sehr interessant. Ja, Das Ganze, und ich fühle mich jetzt wie so ein American Influencer. Oh mein Gott, das windet und das tut uns alle wegen dem Wind. Das werden wir nächstes Mal Auf jeden beheben. Fall vielleicht, ich bin American Influencer und alle schauen das an, aber hoffentlich wachsen wir da noch ein bisschen rein. Okay, Es hat auf jeden Fall uns sehr beenden wir gefreut. das jetzt. Ja, bye bye, bis zum nächsten Mal. Und ja, thanks for a thumbs up oder whatever. Bye bye.